Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Weil das Thema, was schon ein paar Mal geschwätzt ist, so am Privaten, was ich auch selber schon ein paar Mal gewissen habe und geschwätzt habe, auch als Video, will ich aber heute nachher ein bisschen abbringen, weil es da mir extrem wichtig ist, weil es in der Zwischenzeit von meiner Seite so ein Info mehr gekriegt wird, sozusagen. Ich schwätze das Thema Pentagramm an. Der Pentagramm ist auch so ein von denen Zeichen, das scheint uns so ganz ein bisschen muss schmunzeln, wenn ich gucke, was für ein Tourneur das an der Zeit kriegt, das Ganze. Das heißt, das soll schon so ein bisschen beruhigt an dem Gebiet, aber natürlich, wo es als ersten Dingen ein richtiger Schatz erkennt den Grund, dass es ein Pentagramm dreht. Mal aufgesehen davon, da sind ich nie ein richtiger Schatz gewesen. Schon zwar in den Pentagramme, ich nicht ganz jeden, weil ich denke, weil mich auch teilweise einfach steuert und ich doch muss vergessen umzutun. Auf der anderen Seite, einfach durch das, was ich gelernt habe, sind ich auf eine ganz andere Richtung kommen, was Pentagramme betrifft, wie das, was die Pentagrammen eigentlich zugeschrieben wird. Und zwar heißt das ein Pentagramm dafür zu schützen. Wenn ihr genau hinguckt, dann guckt ihr sich mal kritisch alle Argumente an, was es gibt zu dem Thema, was das Pentagramm allgemein betrifft, da werdet ihr feststellen, wie viele Sachen und sich extrem unlogisch sind. Während von den die Mini-Informationen gerät, die das anders gesehen, dass das irgendwie aufhängt, mir logisch zu klingen. Ich weiß unser Spann nicht, wo es soll aufhängen. Ich fange mal ganz banal mit der berühmten Geschichte vom Apfel an. Ein Apfel hat ein Pentagramm an seiner Mitte. Wenn das für Schutz ist, für was soll dann der Pentagramm bannen sein? Und nicht bausen. Der Schutz ist immer bausen, okay? Schutz soll nicht nur bannen in zwei, den hat nicht an sich. Das ist wie eine Mauer oder irgendetwas, was den absetzt, das ist rundherum. Das heißt, ein Pentagramm zu drohen, also an dem Gebiet ein bisschen so eine Sache für sich. Wenn ihn wirklich die Allsache gerät, dann stellt ihr fest, dass der Pentagramm 100% nicht für Schutz gebracht ist. Dafür gibt es einen abrufenden Pentagramm und einen bannenden Pentagramm. Etwas, was ich bestimmt 10 Jahre lang noch nicht mehr hören habe. Und es gibt ein Buch über SOS für magische Unfälle, Erste Hilfe für magische Unfälle. Und da ist eine Sache dran, die ich mega spannend fand, weil da ist dran erklärt, dass wenn die Leute so üben, das Pentagramm zu zeichnen, dass es da kann sein, dass sie mit der Zeit irgendwelche Entitäten abrufen, weil sie abrufen Pentagramme machen, also nicht mit Schutz. Und dann holen sie sich gerade anstatt eben Schutz, für was nicht da ist, holen sich da irgendwelche Wesenheiten da an das Haus invitiert und wissen nicht, wie es gegangen ist. Und dann am Sinne von, da gehen dann Tricken wie Bannenpentagramme, wie speziell Sprengbriefe etc. für die Energienanlastung mehr. Auf die will ich schon nicht weiter ankommen, wir sind nochmal um Thema Pentagramm. Pentagramme waren nie dafür gemeint. Das Pentagramm war wirklich immer dafür da, für auf irgendeine Art und Weise Energien oder Wesenheiten abzurufen. Gerade bei der Energie ist es ganz spannend, wenn Leute den einen oder den anderen mal erklären, ja, mir hilft mir einfach für zu schützen. Ja, ich kann auch Energie abrufen, für sie dafür Schutz zu gebrauchen. Ich kann aber auch direkte Schutzzeichen machen, da sind ich mehr sehr durch, anstatt dass die Energie, dass man muss durchlaufen. Das ist schon in sich nicht logisch daran. Ein weiterer Punkt, den sich auch recht über die Jahre abgesagt und auch von den Leuten ganz oft erklären, dass das uralt wissen wir, das ist die Sache, dass der Pentagramm für die 5 Energie, für die 5 Elemente steht. Das ist New Age Esoterik. Das ist an den 80er Jahren hat das kein angeschwärzt. Das heißt, das ist neu und das ist grundlegend falsch. Woran erkenne ich schon direkt, dass das falsch ist? Man ganz einfach. Wenn ihr das hält, dann schwätzt man erstens mal, dass man 5 Energie, 5 Elemente hätte. Wir haben an unserer Kultur keine 5 Elemente, wir haben da 4. Wir haben Wasser, wir haben Erde, wir haben Feuer und wir haben Luft. Und die stehen für die 4 Elemente, die hier an unserer Welt sind, an der irdischen, und 4 als ein Tool, die ein Kader schafft. 5 fällt aus dem Kader heraus. Zu behaupten, dass eine universelle Energie, die eigentlich die anderen 4 beinhaltet, ein Bemol als 5 Einzelpunkt, als Einzelspitze von einem Pentagramm da muss stehen, klingt schon nicht logisch. Das heißt, da müsste das Pentagramm komplett beinhalten. En plus, wenn in ein Pentagramm zeichnet, sind 2 Elemente an direkter Verbindung mit dem
an großen universellen Element. An zwei, die sind im 2 Minuten, mich die nicht an direkter Verbindung. Das ist also keinsterweise logisch, was das Bild beweist, was das Bild symbolisch weist, dass das so ist. Wenn der besicht, wo die universelle Energie mit den 4 Elementen in Verbindung sind, dann muss da an eine dreidimensionale Richtung gehen, weil das ist eine Pyramide. Pyramide, die weist, spitzt von oben. Die hält von oben die universelle Energie auf, lädt sie gleichmäßig, gleichzeitig auf die 4 Dinge, auf die 4 Punkte, die den Kader von der materiellen Welt erschaffen. Das ist die Idee dahinter. Ein Pentagramm geht gar nicht an die Richtung, in keinster Weise. Und insofern ist das einfach komplett viel Information, die sich irgendwie nicht festgesetzt oder besonders durch das Internet extrem verbreitet wird, ohne dass irgendwen sich die Mail möchte zu kontrollieren, einmal zu sagen, halt, stopp, wo ist die Logik dahinter? Der Punkt ist, was wird dann nun ein Pentagramm auf sich? Also wie gesagt, das Pentagramm hat ganz viel mit Energie zu tun. Energien abzurufen, so auch zu bannen, wenn ihnen den umgekehrten Weg zieht, also für ein Tier sozusagen abzumachen und so zu machen, für die Energie, die dort ist, am Fluss zu fangen. Was ich interessant fand, das wenn ich die taoistischen Erklärungen zu den 5 Elementen an den fernöstlichen Kulturen gucke, weil du hast gesagt, dass das Pentagramm bzw. die 5 Punkte von einem Pentagramm eben genau weisen, dass es ein an sich selber bewegendes System ist, wo ein das andere nährt, ein Element das andere nährt, ein Element ein anderes kontrolliert, ein anderes von dem nährt, etc. etc. Das heißt, da ist ein Fluss dran. Das heißt, sobald wir aus dem Kader von der 4 herauskommen, von den 4 Elementen, und wir gehen an die 5, also von einem Quadrat an das Pentagramm, greift man aus der Basis heraus an etwas, was eine Bewegung ist, was aus einem festgefrorenen, stagnierenden Kader heraus an eine Bewegung, an eine Evolution kommt. Das sind wir an der 5, das sind wir an dem Pentagramm. Und das ist auch das, was dann dem Moment an der fernöstlichen Kultur rein, wo dann ein ganz traditionell chinesische Medizin, die und den Elementen mit den Organen etc. etc. Ich will mit den Luhai nicht den Dingen, den Podcast voll quatschen, mir wo das weitergeht an ein Dingen wird. Und da wird dann noch das ein geschlossenes System, ein bisschen wie ein Perpetuum mobile ist das, den an sich selber funktioniert. An wie gesagt, 5 von der Stoffierung an der Dinge bleiben, also ein Ungruzuell, also eine Yang-Energie, also eine Energie, die an Aktion kennt, 4 als eine Yin-Energie, also etwas, was eine Stabilität gibt, auf wo Sachen können rankommen, wo nicht von sich aus bougiert. Insofern ist die Logik daran. So, da kommt natürlich die Frage vielleicht, okay, der Pentagramm nicht da ist, für zu schützen, was schützt dann? Das war ich mal auf den Weg gehen, also mal ganz einfachen Dingen. Probiert das mal ein bisschen aus. Nämlich ein Hexagramm. Und zwar nicht für ihn zu drohen. Aber wenn der merkt, dass er recht unwohl fühlt, und der merkt, dass ein einfacher Schutzkreis, dass also ein Kreis rundherum die Natur geht, dann stellt euch vor, dass er damit von einem Hexagramm steht. Also, ich fange mal mit dem ganz Normalen an, die 2 Dreiecker, die an den Nähe greifen, an die dem Moment auch die 4 Elemente an der alchemischen Form, die gibt, in dem Moment ein Dreieck, Einzel oder am Strich durch, die genau das weiß. Das heißt, sind die 4 Elemente, die zusammen eigentlich auf die Basis gesagt wird, just das hier mit einer 6, also einer Dinge, einer Energie, die aber mehr aktiv nur Bausen kann wirken. Am Sinn von, das heißt, sie möchte einen Schutz dran. Aber wenn die Spielchen wirklich ein bisschen weitertreiben, die kennt vielleicht die Version vom Hexagramm, die der Crowley gezeichnet hat. Hier hat sie die 2 Mittelslinien, hat schon über Kreuz gemäht. Wenn der das macht, da passt auf, dass nicht ähnlich wie der Kopf brennt, wenn der das soll so am Alderen so ausprobieren. Weil das ist das ideale Zeichen für unscheinbar zu geben, für die Energie wirklich nur Banden zu halten, sodass er nur Bausen unscheinbar sieht. Aber besonders für Leute, die wirklich mit magischen Sachen an der Weh sind, und du Leute geraten, die Menge, sie müssen den Lo greifen, können so Techniken ideal sein, für sich mal für dich und erster Stelle so mal global zu schützen. Entweder den Hexagramm normal, oder wenn er sagt, ich will wirklich nicht abfallen, dann den Überkreuz, den Hexagramm, probiert das aus. Aber wie gesagt, an der nächsten, wo der Energie sammelt, und der will gerne Energie haben,
da stellt euch de Pentagramm vor, erstellt euch vor, so wie den Da Vinci gezeichnet, die Person, die dran steht, die im Pentagramm steht, mit der Spitze nur, das wird nicht mit schwarzer und böser Energie an weißer und guter Energie zu sehen. Mit der Spitze nur holt er die Energie aus dem Universum heraus, und wenn er merkt, dass er zu viel am Kopf NRW sieht, da stellt er vor, dass er nur innen merkt, und da sieht er mit der Spitze nur innen, dass er sich besser verwurzelt kriegt, das heißt, dass er mehr die irdische Energie kriegt. Also auch darum am Sinn von Yin und Yang Energie, wenn ich schlummern will, auf den Punkt ruf, also Rufstufen am Sinn von, just einfach für zu kadrieren, nicht, dass ich das für Männer werde schallen, absolut nicht. Also den unterschiedlichen Luft an Erdenergie, wenn da zu viel an der Luftenergie NRW sieht, merken, dass Gedanken sich verflüchtigen, da irgendwie nicht erst konzentriert kriegt, da könnte die andere Energie sicher gehen, an dem das Spitz vom Pentagramm nur innen hinsetzt. Ich kann euch nicht mehr raten, es auszuprobieren. Und euch bewusst zu sehen, dass wenn der ein Pentagramm droht, dass das absolut kein Schutz ist, mehr ein Machtsymbol in sich ist. Der könnt das ruhig drohen, aber ich gebe euch einfach raten, nicht dann mit der richtigen Begründung dran zu drohen, die viel mehr ist, und das Wissen ist viel mehr, wie eben das, was irgendwie sich einkehr an den 90er Jahren festgebasst wird, aber was leider absolut kein Halt wird. Weil das Wissen ist ein bisschen mehr wie aus den 90er Jahren. Ich hoffe, dass ich auch damals den Tour gemäht tun, wie immer. Ich hoffe, dass da etwas mal rausholen. Vielleicht probiert den einen den anderen nicht aus, aber für den Rest, wie immer. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch ganz gerne melden. Und für den Rest, vielen Dank für den Anlauf. Einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht.